Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, wir machen weiter mit dem zweiten Teil des Streamens vom 9.8.2019. Die große Abrechnung mit der Polizei. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, wo er darüber schwadroniert hat, wie oft er jetzt heute schon die Polizei Edzardler angerufen hat. Und was das für eine Unverschämtheit ist, dass die ihren Job nicht machen, weil jemand da draußen auf der öffentlichen Straße, auf dem Gehweg sitzt. Richtig. Schwerverbrechen ist vollkommen klar. Gleich 30 Jahre Zuchthaus. Mindestens. In der Lex Winkler steht geschrieben, du sollst nicht auf der Straße vor der Schanze sitzen oder herumlungern und damit den Zorn von Lord Korea auf dich ziehen. Ich habe ein paar Sekunden zurückgespult, ne, wir waren bei 13 Minuten 58 und ja, er hat sein Tablet in der Hand und schwadroniert es darüber, wie oft er angerufen hat. Absolut unverständlich, dass da nichts passiert. Ich habe heute insgesamt angerufen bei der Polizei. 1, 2, 3. Ich habe insgesamt 4-mal angerufen bei der Polizei. Davon einmal vor über 1,5 Stunden. Und dann die anderen 3 Mal jetzt alle wegen dem einen da. Das ist einfach total daneben. Ich speichere mir jetzt die Überwachungsaufnahme. Rainer, das wäre dann nicht viel geholfen. Ja? Weil du auch die Straße überhaupt gar nicht filmen darfst und geschweige denn speichern. Und auch weil da ja nichts Illegales vonstatten geht. Er begreift es einfach nicht, dass es nicht illegal ist, da draußen zu sitzen. Die speichere ich jetzt für mich und ich schaue mal, was ich dann damit mache. Das ist echt das allerletzte. Und sowas nennt sich dann ernsthaft noch Freund und Helfer, weißt du? Da denke ich mir dann auch, da fühle ich mich auch total verarscht. Freund und Helfer. Also, dass die Polizei nicht sofort mit Blaulicht, Herr Müller, zur Schanze gemettelt ist, deswegen ist Hass und Mobbing. Hilfe, dass ich nicht lache. Das Geilste ist, dass mir die Leute dann die Polizei dann vorwirft, sie sind nicht der Einzige. Ja. Ja, richtig, Rainer. Schauen wir doch mal nach. Ich habe das letzte Mal, ich bin nicht drauf gekommen, wie viele Leute da wohnen. Aber ich mach kurz Pause, ich google das schnell für euch. Ihr habt das jetzt gerade gegoogelt. Stand Dezember 2022, 103.000 Menschen, die in diesem Landkreis gelebt haben. Runden wir es einfach ab auf 100.000 Leute. Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch ist verantwortlich als Freund und Helfer für 100.000 Menschen gewesen zur damaligen Zeit. Können wir gut abrunden, weil Stand 2022 auf 2019 3.000 mehr oder weniger. Vollkommen wurscht. Und er hat jetzt wirklich die Dreistigkeit, sich da hinzuhocken und zu erwarten, dass wenn der da anruft und sagt, hier Winkler, wer sonst, hier sind schon wieder Idioten, da sitzt jemand draußen auf der Straße. Sofort vorbeikommen und verhaften. Ja, mit Schlagstock. Drauf. Dass die ihm dann einen Vogel zeigen und sagen, ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Du stellst dich hier brav hinten, oh, wir haben nämlich richtige Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Ah, bin ich nicht. Denn die Leute, die hier belästigt werden, wenn die hier auftauchen, wenn die Leute hier rumschreien, wenn die hier Scheiße bauen, wenn die hier Böller zünden. Rainer, du hast die ganze Zeit jetzt vorher gesagt, der hat nicht rumgeschrien, der hat da keine Böller gezündet, der sitzt da bloß. Es bin nicht ich die einzige Person, die doch belästigt wird, sondern über 50 Leute. Ja, das ist auch immer noch verschwindend gering. Ne? 50 Leute, auch wenn es scheiße ist für die Anwohner, die Anrainer. Entschuldigung, der musste sein. Auch wenn es für die scheiße ist, dass da die Besucher gekommen sind, sind es immer noch 50 Leute. Das ist im Vergleich zu dem, wofür die näher zuständig ist, immer noch verschwindend gering. Und wie gesagt, in so einem Landkreis kann halt viel passieren. Da gibt es viele Straßen, da passieren wahrscheinlich regelmäßig Verkehrsunfälle,
die üblichen Sachen, die in jeder Gesellschaft passieren. Und dann kommt halt, keine Ahnung, kommt halt was rein, heißt ja hier häusliche Gewalt. Und dann sollen die sagen, ja, tut mir leid, die Frau muss jetzt leider nur eine Stunde lang verwemsen lassen, bevor wir da hinfahren und ihr helfen, weil beim Rainer, da sitzt jemand draußen vor der Tür. Das denkt er sich so. Da sitzt einer. Priorität Nummer uno, weil Winkler. Wer sonst? Aber anstatt dass die Polizei da ihren Arsch hochkriegt und auch was macht, ne? Die meinen immer alle, ich beschwere mich nur wegen mir. Klar beschwere ich mich, weil die auf meinem Grundstück sind. Klar beschwere ich mich, weil die irgendeine Scheiße auf mein Grundstück schmeißen, meine Fenster einwerfen oder sonst was. Rainer, du hast bei dem genau gesagt, dass er nichts gemacht hat, außer da sitzen. Und wie gesagt, wenn er außerhalb des Tors ist, der ewige Streit, wann, wo jetzt genau die Straße aufhört und das winklerische Grundstück angefangen hat, vollkommen wurscht. Der steht außerhalb vom Tor. Ne? Fertig. Ende der Diskussion, Rainer. Und ich beschwere mich da ja nicht nur wegen mir, etc. Da nimmt er dann die anderen Leute, die einem ansonsten geschmeidig scheißegal sind, nimmt er dann als Schutzschild und erzählt dann hier wirklich dreistens frech im Stream, dass er ja das auch macht, um seine Nachbarn zu schützen. Das ist ja immer er macht ja alles nur immer um irgendwen, entweder schützt er sich selber oder seinen Besitz oder seine Nachbarn oder seine Familie oder seine Freunde oder. Vollkommen ignorierend, dass sein Besitz nichts wert ist, er die ganze Scheiße selber herbeiprovoziert hat und seine Nachbarn und seine Familie ihn auf den Tod hassen und ihm seit eh und je sagen, Rainer, hör auf mit der Scheiße, damit ist es am meisten geholfen. Dann könntest du uns tatsächlich davor schützen. Einfach aufhören damit. Er ist weiter durchgezogen, ne? Weil er gibt ja nicht auf, weil er hat eine Seele eines Drachen. Wie ein Depp. Ich beschwere mich aber auch, weil die hier so einen Lärm machen, weil ich da einfach keine Ruhe finde mit den Idioten. Und habt ihr es gehört? Er am Anfang vom letzten Video, habt ihr es noch mitgekriegt. Wie er da die Mucke aufdreht, das scheppert und gerade so kracht in seinem komischen Drecksmikro da. Bei offenem Fenster. Es schallt durchs ganze Dorf. Der andere sitzt draußen vor der Tür und der ist derjenige hier draußen, der die Lärmbelästigung begeht. Da wissen wir Bescheid. weil alle anderen hier ebenfalls keine Ruhe finden. Das Geilste ist, dass die anderen sich alle über mich beschweren, obwohl ich einen Scheißdreck mache. Selbst wenn ich nicht rumschreie, beschweren sich alle über mich. Ja, weil die Leute nur wegen dir gekommen sind, Rainer. Das ist auch echt. Das ist echt. Passt auf. Wenn es einmal oder zweimal vorkommen würde, ja, würde ich es nachvollziehen können. Aber es kommt seit 6 Jahren permanent vor. Rainer, das ist gelogen. Das ist gelogen. Und das ist ein weiterer Grund, diese permanenten Übertreibungen seit 6 Jahren. Nein, Rainer, seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren, seit 2016, seit der Stromlosstaffel geht die Scheiße. Davor war nix. Und das ist eben auch wieder sowas. Bei Dingen, wo ihm tatsächlich, ne, wo er mal recht hat, selten genug kommt's vor. Dann übertreibt er gleich wieder. Dann, ne, wenn tatsächlich Leute da sind, die Scheiße bauen, und es sind halt 2 oder 3, dann ruft er an, da sind schon wieder 10, 15 Mann vor meiner Haustür. Und das ist, warum er dann da nicht bei der Wahrheit bleiben kann, wenn er tatsächlich einen Fall hat, wo er im Recht wäre. Immer noch obendrauf lügen und sich danach beschweren, warum er als Lügenlord bezeichnet wird. Was ich auch nachvollziehen könnte, ist, wenn sie hier das Gebiet, wenn die durchs Dorf jeden Tag Streife fahren würden, mehrfach, dann würde ich es auch verstehen können, dass sie sich beschweren. Wild. Wild. Jeden Tag mehrfach durch das eine Dorf. 50 Einwohner Maximum, oder? Was waren es? 41? Zahl schwankt immer. Ich hab 35 schon gehört, ich habe 50 schon gehört. Sagen wir mal 40 Einwohner in dem Dorf. Und dann soll da die Pinea, wie gesagt, ne, wir erinnern uns, die für 100.000 Leute zuständig ist, soll dann da eine Streife abstellen, die den ganzen Tag bloß 24 Stunden am Tag
die Straße im Schauerberg rauf und runter fährt, damit da keine Kasperl hinkommen und ihn auf den Sack gehen. Kann man mal drüber nachdenken. Ne? Rainer, wer soll denn das bezahlen, bitte? Zahlst du das? Du kannst ja einen privaten Sicherheitsdienst anstellen, die dann 24 Stunden lang durch Altschauerberg patrouillieren und dann hier die bösen Haters davon abhalten, dass sie bei dir vor der Haustür auf der Straße sitzen. Oder dass die keinen Bock drauf haben. Aber es fährt so gut wie kein einzige Streife durch das Dorf. Gut, jetzt hatten wir tatsächlich mal 3-mal eine Streife innerhalb der letzten 2 Wochen. 3-mal. An 3 Tagen. Jeweils einmal. Rainer, das ist an 3 Tagen in der Woche, das ist, wenn du das hochrechnest auf den ganzen Landkreis, ist das enorm. Ich wohne auch auf dem Land. Bei mir vor der Haustür fährt nicht 3-mal in der Woche die Polizei vorbei. Das ist trotzdem zu wenig. Einfach zu wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass momentan Ferien sind. Wisst ihr, was das Geilste ist? Ich warte ja ernsthaft schon drauf, dass die mich früher oder später dafür einsperren, dass ich so offen dagegen protestiere, dass ich so offen dagegen vorgehe und darüber mich aufrege, dass die einfach nichts machen. Ja, darauf haben wir alle gewartet. Rainer, leider ist es nie passiert. Dem Taschenlampendulli darfst du da danken, weil ansonsten wärst du unter anderem wegen der Aussagen über die Pinea, die machen ihren Job nicht und das sind Hater und so weiter, wärst du unter anderem deswegen in den Knast gegangen. Du bist deswegen verurteilt worden und es war wirklich haarscharf, dass du unter anderem wegen der Scheiße eingefahren wirst. Und er weiß es, er sitzt da und er weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Er weiß, dass er dafür rechtlich belangt werden kann, was er da sagt. Und vor Gericht, ja, wir haben es mitgekriegt, da hat er dann den Reumütigen gespielt. Ja, das hat er nicht so gemeint. Und hier und da hat er gar nicht die Polizisten gemeint, sondern die Hater und bei dem und dem, das tut ihm leid und ihm ist ja bewusst, dass jetzt die einen ganz tollen Job machen und so weiter und so bla. Und am nächsten Tag hat er sich, den kann ich im Übrigen auch nochmal machen, ne? Den Stream vom, was war das, Oktober 21, vom Tag nach der Verhandlung. Am nächsten Tag hat er sich hingesetzt und sagt, ja, was die Richterin da alles gesagt hat, also alles scheiße, stimmt alles nicht und ich habe ja das mit der Polizei, dass die den Job nicht machen, habe ich ja bloß gesagt, weil es ja so ist. Ne? Null gelernt. Und die lassen sich in diesen Gerichtssälen von dem auf der Nase herumtanzen. Weil, ja, ist halt ein wenig dumm. Kann man nichts machen, lass mal wieder gehen. Darauf warte ich schon, ganz ehrlich. Was hat er jetzt da gemacht? Was hat er jetzt da auf die Kamera gesprüht? Hä? Hat er sich gedacht, ja, keine Ahnung, die Kameraqualität, die ist noch nicht gülle genug, da sprühen wir ein bisschen was auf die Linse. Danke, Rainer, sehr rücksichtsvoll von dir. Jetzt muss ich dein Gesicht weniger scharf sehen, also noch weniger als vorher. Wenn ich Polizist werden würde, ja, ich kann es nicht, weil ich die Qualifikation dafür nicht habe. Ja, richtig, also du brauchst einen Schulabschluss, um Polizist zu werden. Und du brauchst eine gewisse Fitness, um Polizist zu werden. Und du darfst nicht komplett auf der Brennsuppen dahergeschwommen sein, um Polizist zu werden. Und vor allem, ich weiß, dass das oft auch mal durchrutscht und dass es auch schwarze Schafe bei der Polizei gibt. Aber ne, ich bin ein bisschen ideologisch da unterwegs, wenn ich sage, ich möchte eigentlich in einem Land leben, in dem jeder, der bei der Polizei arbeitet, einen gewissen moralischen Kompass hat. Der ja bei dir vollkommen gar nicht vorhanden ist. Einfach so ein bisschen Grundempathie, Verständnis.
Aber wenn ich Polizist werden würde, dann würde ich vor allem deswegen Polizist werden, weil ich so viele Jahre in meinem Leben gemobbt wurde, weil ich fertig gemacht wurde, weil ich dafür wirklich mein Leben lang Probleme mit hatte. Ja, und dann hättest du gesagt, jetzt habe ich die Macht und jetzt geht's los. Und dann hättest du diese Macht gnadenlos ausgenutzt. Ne, wärst der Erste gewesen, der die Leute dann mit dem Schlagstock und so weiter, mit dem Elektroschocker behagt hätte. Rainer, dich als Polizist möchte ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich, Willkür und Jähzorn und Rache und Ausnutzen, Polizeigewalt, das ganze Ding. Mir spielen sofort Bilder in Schwarz-Weiß aus den 30er Jahre irgendwie im Kopf ab, wenn ich mir dich als Polizisten vorstelle. Und würde ich Polizist werden, um Leuten dafür zu helfen, dass die nicht in so eine Scheiße reinkommen. Aber anscheinend sind die meisten Polizisten nicht deswegen Polizisten geworden, weil sie anderen Leuten helfen wollen. Doch, Rainer, die meisten Leute, die zur Polizei gehen, machen das, weil sie anderen Leuten helfen wollen. Das ist richtig. Ich bin fest davon überzeugt, wie gesagt, es gibt überall schwarze Schafe und auch ich habe meine schlechten Erfahrungen mit der Polizei gemacht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der Großteil der Menschen, die in diesem Land zur Polizei gegangen sind und bei der Polizei sind aktuell, der Großteil sind Menschen, denen es wichtig ist, dass Recht und Ordnung herrscht, dass die Bürger auf die Straße gehen können, ohne Angst haben zu müssen und dass man dann halt Leuten hilft, wenn es schwierige Situationen gibt. Wenn jemand unverschuldet in Not gekommen ist. Ich bin der festen Überzeugung ganz allein schon deswegen, dass wenn ich aufhören würde, das zu glauben, dann müsste ich aus diesem Land ausziehen. Ja, dann müsste ich auswandern. Wenn ich aufhören würde, daran zu glauben, dass der Großteil der Polizei wirklich in guten Intentionen in den öffentlichen Dienst gegangen ist. Ich könnte das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter ausbauen, aber... Und da kommen schon die nächsten Asozialen. Alexa schaltet Nebel aus. Hammer. Ihr könnt das Ganze weiter ausführen, aber stattdessen spiele ich wieder lizenzierte Musik ab und versuche damit Barne zu erbetteln. Was illegal ist, Rainer. Ist es dein Ernst? Ich soll Menschen nachgeben, die Freude daran haben, andere Menschen zu quälen? Ich soll wirklich nachgeben, weil diese Menschen definitiv das sind, was der Grund dafür ist. Wirklich? Der Satz hat keinen Sinn gemacht, oder? Ich soll nachgeben, weil diese Menschen definitiv das sind, was der Grund dafür ist. Ich werde nie aufgeben. Nicht bis auch der Letzte begriffen hat, was für ein asoziales Verhalten diese Menschen an den Tag legen. Ja, wir werden niemals aufgeben, bis auch nicht der Letzte begriffen hat, was für ein asoziales Verhalten du an den Tag gelegt hast. Und hier, meine geschätzten Kollegen nehmen sich ja momentan sehr alte Sachen vor von ihm, ne? Und 2013 und Anfang 2014, da wo er noch lange Haare gehabt hat. Und auch da scheint dieses Widerliche durch. Viele Leute haben mir dann immer gesagt, auch ja, keine Ahnung, der hat sich dann über die Jahre verändert und in so einer Situation zu leben, über so einen langen Zeitraum, so, das macht was mit einem. Ja, das macht was mit einem. Und das hat mit ihm gemacht, dass er aufgegeben hat, diese Fassade aufzubauen, hinter der er sich jahrelang versucht hat zu verstecken. Die Fassade des armen Burm, der niemandem, keiner Fliege was zuleide tun würde, der da ganz unverschuldet reingekommen ist. Böse Hater mobben und hassen ihn und er kann da gar nichts dafür. Diese Fassade, da hat er sich die Mühe dann einfach nicht mehr gegeben, die weiter aufzubauen. Aber es war schon immer eine Fassade. Der Mann war schon immer höchstgradig widerlich. Moderne Leute irgendwie auf, Generation Z Leute auf Social Media würden sagen, problematisch. Der war schon immer ein Drecksack. Für den nur eins gezählt hat, und zwar er selbst und seine Bedürfnisbefriedigung. Und bis der Letzte begriffen hat, dass man gegen diese Scheiße vorgehen muss und nicht nur stillschweigend zuschaut. Für mich. Im Übrigen, ich habe in einem meiner Videos vor gar nicht allzu langer Zeit einmal so
geschätzt, wie viel er tatsächlich an Lohnarbeit geleistet hat. Wo ich gesagt habe, auch wenn der mehrere Jahre bei der Zeitarbeitsfirma war, dann wird der da schwer vermittelbar gewesen sein und zwischendurch immer wieder einige Wochen gehabt haben, wo man nichts gefunden hat für ihn. Vor allem nachdem er irgendwie jede Firma im Umkreis von 50 Kilometer schon mal von innen gesehen hat und relativ schnell wieder nach Hause geschickt wurde. Es gibt von damals aus einem von diesen alten Ausschnitten, was ich jetzt da gesehen habe, gibt es was, wo er tatsächlich, wo ich ihm glaube, wo er über seine Arbeitszeit spricht. Von ganz am Anfang, wo er wirklich echt noch keinen Grund hatte, drüber zu lügen. Und da hat er gesagt, irgendwie von 8 bis 14 Uhr. Also der hat auch damals nicht Vollzeit gearbeitet, sondern Teilzeit. Dann ist das wirklich, wenn du es auf Vollzeit hochrechnest, hat er vielleicht 1 Jahr lang gearbeitet. Wenn es hochkommt. 1 Jahr. Maximum. Das ist das, was ich ihm gebe. Das kriegt er von mir. Er hat ungefähr so viel gearbeitet wie jeder von euch, der eine normale 40-Stunden-Woche hat. In einem Jahr. In seinem kompletten Leben. Und dann hat er sich gedacht, ja, das war's jetzt. Jetzt habe ich genug gearbeitet. Jetzt habe ich den Anspruch, dass den Rest meiner erbärmlichen Existenz Gott und die Welt für mich aufkommen. Weil ich bin ja der Rainer. Und ich habe das ja verdient. Warum auch immer. Für mich sind diese Menschen Abschaum. Das sind Ja, ich erzähle mal, wer für mich alles Abschaum ist. Da stehst du relativ weit oben auf der Liste. Menschen, die keine Menschen sind für mich. Wo ist die Empathie der Menschen hin? Geil. Er spricht diesen Menschen die Menschlichkeit ab. Im nächsten Atemzug, wo ist die Empathie hin? Was macht einen zum Menschen? Meine Meinung war immer, dass uns zum Menschen macht, dass wir intelligenter sind als Tiere. Ja, ich hätte jetzt gesagt, so ein gewisses Bewusstsein, eine höhere Intelligenz. Das ist richtig. Das trifft auf die meisten Menschen zu. Bei dir ist es jetzt, du alter 58er. Und nebenbei nicht das Jahr. Dass wir Empathie besitzen. Intelligenz für den Arsch. Richtig. Ja, Empathie und Intelligenz, absolut. Ja. Wenn es um dich geht, nicht vorhanden. Voll für den Arsch. Findet nicht statt. Okay. Aber das war gewiss nicht der da gesessen ist, weil der war ja zu Fuß da. In meinen Augen sind solche Menschen das absolut Letzte. Oh, schaut es euch an. Wie klein da ist der Mund. Aber da hängt ihm, eine Woche später, hängt ihm der 30. Geburtstag immer nur in die Knochen. Und er steigert sich jetzt da wieder rein und redet sich in Rage. Und ich glaube, Rainer macht es nicht nur, wenn der Streamer an ist. Rainer redet sich diese Scheiße auch ein, wenn der Streamer nicht an ist. Er muss sich das einreden, und zwar so lange, bis er selber glaubt. Ich bin nicht derjenige, die sind diejenigen, die kommen hierher, bauen die Scheiße. Die Pinea macht ihren Job nicht und so weiter und so fort. So asozial alles, ich bin voll im Recht und so, eigentlich muss mir jemand da helfen. Die Politik macht nichts, bla bla bla. Das redet er sich wahrscheinlich, die Schallplatte läuft den ganzen Tag oben im Ogerstübchen. Und nachts mit Beleuchtung. Ne? Im eigenen Penthouse, im Ogerstübchen, sitzt Rainer auf der Party. Das sieht dann, wenn der pennt, wahrscheinlich so aus wie in der Playboy-Villa. Nur, dass keine Bunnies unterwegs sind, sondern Regenbogenschaf, Ofen, Käse, wie sie nicht alle heißen. Laufen da in diesem Penthouse rum und wohnen da gratis und Rainer sitzt in der Ecke neben so einem alten Grammophon und da läuft immer dieselbe Schallplatte ab. Und der Mund ist klein. Natürlich kommt der Mann nie zur Ruhe. Hm? Oh, gibt's es wieder Oili Oili? Ah ja, weil wir mir nicht leid tun. Alter. Und schon wieder hat er die angemacht.
Oh, oh Leute. Ach, ein Segen. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die sich meine Videos nur anhören und nicht anschauen. Boah, ihr habt gerade die Mutter aller Maurer-Dekolletés verpasst und ich beneide euch darum. Ach ja, im Übrigen, wo ich gerade auf das Thema komme, hören und nicht sehen. Ich habe jetzt die Umfrage gemacht im Community-Tab, ob ihr in meinen Podcasts die Hintergrundmucke haben wollt, ja oder nein. Und es ist, ich glaube, 35 zu 65% für Nein abgestimmt worden. Ich werde mich natürlich daran halten. Und dann gibt es halt in Zukunft bei den Podcasts im Hintergrund keine Mucke mehr, weil die Mehrheit gesprochen hat und das ist auch vollkommen okay so. Denn im Gegensatz zu einem gewissen Profi-Streamer aus Metal-Franken halte ich mich daran, wenn ich eine Umfrage mache in der Community, dann mache ich das dann auch so, wie das da rauskommt. Ne? Wenn ich irgendeine Entscheidung treffe, was den Kanal angeht, die ich für mich treffe, wo ich sage, nee, das ist alternativlos, dann mache ich keine Umfrage, ne? Sondern dann wird das so umgesetzt. Aber wenn eine Umfrage passiert, wird sich da dran gehalten. Gerade haben sie ja was gegen das Haus geschmissen. Das erzählt mir, dass sie nur rumstehen. Und da war sie nochmal, die Mutter aller Maurer-Dekolletés. Der Witz ist, Ich bin hier die ganze Zeit schon Headbang mit dem harten Metal, der da im Hintergrund läuft. ich kann nicht da mal irgendetwas machen, weil ich kann nicht mal die Bullen anrufen, dass die ihren Job machen, weil sie es nicht machen. Ja, du kannst ja schon anrufen, aber irgendwann kacken die dir aufs Dach. Natürlich kann ich rausgehen und ihnen allen 5 die Fresse polieren. Ja, das würde ich gerne mal sehen, wie du es versuchst. Rainer, ich nehme an, dass da wahrscheinlich mindestens einer dabei ist, der vielleicht ein bisschen breiter gebaut ist und nicht so wie du, sondern in den Schultern und deswegen scheißt du die ein. Wir wissen, die körperliche Konfrontation hat Rainer immer nur gesucht, wenn die Leute vermeintlich schwächer waren als er und kleiner waren als er und sogar dann immer nur mit Zuhilfenahme von Waffen. Und bei 5 Leuten, da wird es ihm wahrscheinlich schon warm am Bein heruntergelaufen sein, als er sie gesehen hat. Nur bei dem Gedanken, er könnte jetzt da rausgehen und denen die Fresse einschlagen. Ich hätte es zu gern gesehen, ganz ehrlich, ich hätte es zu gern gesehen. So ein Besuchervideo, wo er rausgeht und meint, ey, hau jetzt die Fresse ein. Und es passiert da genau nichts und er kassiert im Idealfall noch. Und was ist hinterher, wird wieder ich angezeigt? Welche gefährliche Körperverletzung? Ich versuche schon über meinen Zaun zu klettern. Und es werden immer mehr, aber ich kann nicht einmal die Polizei anrufen, weil die ihren scheiß Arsch nicht hochkriegen. Ja, richtig. Rainer, sollte es tatsächlich so sein, dass da Leute gerade über den Zaun klettern. Was ich nicht glaube. Weil ansonsten hätte er sich irgendwie mit seinem Spielzeugschwert bewaffnet und wäre damit rausgegangen. Wenn die tatsächlich über den Zaun gegangen sind. Wir wissen alle von den gewissen Aufnahmeleaks, wenn tatsächlich jemand über den Zaun ist, dann ist Rainer auch raus. Selten genug ist es passiert. Und ich verzeih dazu mal was, Rainer. Wenn du nicht wegen jedem Hans Dampf, der da draußen auf der Straße sitzt und die Sonne genießt, bei der Pinea 20 Mal angerufen hättest, dann wären die auch gekommen, wenn tatsächlich was ist. Das ist die Geschichte mit dem Jungen, der immer Wölfe ruft. Ne? Wenn ich bei denen nur anrufe, wenn tatsächlich ein Notfall ist und den dann auch nicht übertreibe, sondern sag, hey, ich sitze hier, da sind Leute, die wollen in mein Haus eindringen, die sind schon über den Zaun geklettert. Ich habe mir im Haus verbarrikadiert, bitte kommen Sie vorbei, ich habe Angst. Und wenn ich das mache und vorher halt nicht 300 Mal bei der Polizei angerufen habe, wegen nichts und wieder nichts, dann setzen die sich ins Auto und kommen dahin.
Und dann kommt die Zeitung dahin und packeln die Leute ein. Und wenn das dann alles so gestimmt hat, wie ich das beschrieben habe, dann werden die beim nächsten Mal, wenn ich das so beschreibe, auch wieder kommen. Und dann habe ich kein Problem mehr. Vielleicht sagen die mir dann irgendwann auch einmal, Herr Winkler, hören Sie auf, im Internet die Leute zu provozieren, dann kommen die auch nicht hierher, dann müssen wir nicht ausrücken, die, ne? Aber so weit denkt er wieder nicht. Das hat mir die Geister, die ich rief, an Scheißdreck zu tun. Doch, wer hat's geschrieben? Platoon 1985. Danke, die Geister, die ich rief. Das ist genau meine Aussage. Ja? Die Geister, die ich rief, die werde ich jetzt nicht mehr los. Das ist einfach die Realität der menschlichen Existenz. Ja, das ist die Realität der menschlichen Existenz, das wissen wir, deswegen stehen ja bei jedem zweiten Menschen auf dieser Welt permanent irgendwelche Kasperl vor der Haustür, die ihm nicht leiden können, um ihm das zu sagen. Schaum, asozial, dumm und extrem selbstbezogen. Hast die sehr gut selber beschrieben, Rainer. Herzlichen Glückwunsch. Selbstreflexion durchgespielt. Leider Gottes wieder gespiegelt auf andere Leute. Denken an nichts als sich selbst. Was juckt es schon, wenn man andere Menschen extrem verletzt, angreift oder sonst was? Deren Besitz zerstört. Solange Ich erinnere daran, dass dieser Mann 1 oder 2 Jahre später im Discord gesessen ist und gesagt hat, was interessiert mich das, wenn da in Wien Menschen sterben? Zitat Rainer Winkler. 1 oder 2 Jahre später war es. man selber Spaß dabei hat. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das eine wurden 5, aus 5 werden 7. Alter, wie er dann da hier sich hochstemmt. Man sieht da hinten an der Rückenlehne, wo er sich immer abstützt beim Hochwongeln, ne? Dass da die Rückenlehne schon komplett drunter gelitten hat. Und jedes Mal wongelt er sich da hoch und... Oh, ein Bild für Götter. Da ist er wieder. Wisst ihr, Menschen wie ihr, von wegen nicht arbeiten und so weiter. Menschen wie die vor meiner Haustür stehen und generell alle Hater. Und ihr wundert euch ernsthaft, warum es Menschen gibt, die in der Schule oder generell auf der Arbeit oder sonst wo Amok laufen? So wie ihr andere Menschen behandelt, ihr Jetzt kommt der Amok-Talk wieder, ey. Sozialer Abschaum. Ihr gebt immer anderen die Schuld. Ich bin nicht schuld daran, dass ich aufhöre. Ich bin schuld daran, dass ich aufhöre. Ich bin schuld daran, dass ich nicht aufhöre. Ich bin schuld daran, dass die Leute hier sind. Ich bin schuld daran, dass die Leute so dumm sind, was anderes zu schauen. Rainer, der X-Button-Monolog kombiniert mit dem benimmt derjenige Monolog. Da geht die Schallplatte aber richtig los. Aber da geht's aber richtig los. Ich bin schuld daran, dass irgendwelche Idioten meine Fenster anschmeißen. Ich bin schuld daran, dass die Leute hier rumschreien, dass die Leute hier Böller schmeißen, dass die Leute sich wie asozial verhalten. Rainer, du bist... Man muss immer weit genug zurückgehen in der Kausalkette, um den Ursprung zu finden, ne? Dem Fluss bis zu seiner Quelle folgen. Und die Quelle bist du. Ja, du bist schuld daran, dass das alles passiert. Denn, wenn du nicht wärst, wären die gar nicht da. Dann wären die woanders, würden andere Dinge tun. Fertig. An all dem bin ich schuld. Man kann auch ständig die Schuld bei anderen suchen, ne, ihr Asozialen. Es ist unfassbar. Das ist so gut. Das ist so gut. Also wirklich, da schlägt der Spiegellord wieder richtig hart zu. Man kann auch dauernd die Schuld bei allen anderen suchen. Ja, Rainer? Zum Beispiel bei der Pinea. Die Pinea ist schuld, dass die Leute bei dir vor der Haustür sind, weil die räumen die ja nicht weg. Die Leute, die du daher gerufen hast, die Geister, die du riefst. Ja? Da ist die Pinea dran schuld, nicht du. Keiner zwingt euch hierher zu kommen, keiner zwingt euch Scheiße zu bauen. Rainer, keiner zwingt dich im Internet, die Leute zu provozieren. Keiner zwingt euch wie asozial zu verhalten. Keiner. Das ist alles eure Entscheidung, nicht meine. Die Geister, die ich rief, ihr habt keine Ahnung, was wirkliche Geisterrufen ist anscheinend. Ein kleines bisschen Mensch. Doch, ne,
Was war das? Der Zauberschüler war das. Walle, Walle, bla bla bla. Und in dem Fall ist es halt nicht der Zauberschüler. In dem ist es der Sonderschüler. Und das ist nicht Walle, Walle, sondern traut euch, kommt zu mir. Und, ja. Menschlicher Verstand würde reichen, um zu erkennen, was für eine asoziale Scheiße das hier ist. Und ich bin nicht der, der bei anderen vor der Tür steht, sondern es sind andere, die bei mir vor der Tür stehen. Immer noch. Aber man kann ja immer anderen die Schuld geben, wenn man selber zu dumm ist, die Schuld für sich aufzunehmen. Ich halte das nicht mehr aus. Leute. Es ist so fürchterlich. Es tut so weh. Es tut in meinem eigenen Kopf gerade weh. Weil es mir nicht mehr eingeht, wie er das nicht begreifen kann. Wie er es nicht begreifen kann. Er sitzt jetzt da seit Ewigkeiten schon und schwadroniert und monologisiert vor sich hin über Dinge, die zu 100% auf ihn zutreffen, wirft sie anderen Leuten vor und begreift es einfach nicht. Wie man im eigenen Kopf so einen massiven Schutzwall aufbauen kann, dass die Realität da nicht mehr durchdringen kann, nicht mit Gewalt. Man hört ja oft irgendwie auch von Leuten, die irgendwie Gehirn gewaschen werden, ne? Die dann unter Folter, ne, im Endeffekt zu ganz anderen Menschen gemacht werden. Das gibt's in der Realität, das gibt's aber auch in Film und Fernsehen, keine Ahnung, Game of Thrones, Theon Greyjoy, ne? Der dann Reek ist. Ich glaub, zu einem Reek machen könnte man ihn gar nicht. Der ist ja zu dumm dazu einfach. Der ist einfach zu dumm dazu. Dem hätte Ramsay Bolton so viele Finger abnehmen können, wie er lustig ist. Das hätte er überhaupt nicht gecheckt. Der hätte wieder sitzt im Folterkeller, Ramsay Bolton kommt rein, runter von meinem Grundstück. Edzardler, warum kommt Edzardler nicht? Die Polizei. Ich kann gar nichts dafür, ich bin nicht derjenige. Du bist derjenige, der herkommt und die Scheiße baut. Ich habe 2 Videos gemacht, in denen ich Du bist Reek, klar, ich bin Winkler. gesagt habe, woran ich die Schuld habe, was meine Fehler sind und was meine Probleme waren und sind. Aber was ist das Problem und der Fehler der Hater? Es kommen Leute hierher, begehen Verbrechen. Die Polizei sieht drüber hinweg und Verbrechen sind es schon. Es sind schon keine Straftaten mehr, es sind schon Verbrechen. setzt mich als den Schuldigen an, weil ich rumschreie, weil ich mein eigenes Haus, mein eigenes Leben verteidige. Genau deswegen bin ich der Schuldige. Weil ich nicht so dumm bin, solchen Menschen nachzugeben. Nein, weil du so dumm bist, dem nicht nachzugeben, Rainer. Das ist der Punkt. Weil die ganze Welt dir sagt, Rainer, gib Ruhe, und du gibst da keine Ruhe. Weil ich es nicht einsehe, der Masse ihren Willen zu geben. Es ist keiner zu irgendetwas gezwungen. Es bin nur ich, der mein Zeug macht. Es ist mittlerweile Ich mach mal Zeug, die bauen die Scheiße, es. über 2 Stunden her, dass ich die Polizei angerufen habe. Was soll ich noch machen? Es ist Rainer, ruf doch nochmal bei der Polizei an, vielleicht. Vielleicht kennen wir es ja. Das ist. Ich weiß, dieser Vergleich ist immer sehr, sehr ausgelutscht, aber das ist halt mit dieser Definition des Wahnsinns. Immer wieder dasselbe machen, anderes Ergebnis erwarten. Ne? Rainer hockt sich in den Stream, provoziert die Hater kommen vorbei. Denkt sich, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, ich kann ja gar nichts falsch. Die haben was falsch gemacht. Egal, ich mach das jetzt nochmal, es wird schon passen. Und es passiert wieder genau das Gleiche. Ich rufe bei der Polizei an, die kommen nicht. Also ruf ich nochmal bei der Polizei an, die kommen nicht. Ruf ich nochmal an, die kommen. Keine Ahnung. 2 Stunden her, dass ich die Polizei angerufen habe. Es ist 1 Stunde her, dass ich die Polizei bei 110 angerufen habe. Keiner will mir helfen, keiner macht was. Rainer, auch wie gesagt, diese 110-Geschichte. 110 anrufen, weil jemand draußen auf der Straße sitzt. Unbewaffnet, friedlich. Ist Missbrauch von Notfallnummern. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche wie das, was du so scharf verurteilt hast bei diesen Kaschballen, die diese Spotting-Scheiße bei dir gebaut haben. Das ist genau derselbe Mist. Und wenn ich selber was mache, werde ich eingesperrt. Ist das euer Ernst? Ist das eure Auffassung von Gerechtigkeit? Das wäre meine Auffassung von Gerechtigkeit, ja. Dass wenn du da rausgehst
und Leute, die dir nichts getan haben, mit Pfefferspray besprühst und verletzt und ne, gefährliche Körperverletzungen noch und nöcher begehst, dass du irgendwann eingesperrt wirst, das ist richtig. Aber das ist ja niemals passiert. Ne? Da hat ja der Rechtsstaat mal wieder vollkommen versagt bei dir. Ist das der Grund, warum ihr Polizisten geworden seid? Und ihr braucht nichts zu tun, ich weiß, dass ihr Wichser zuschaut. Polizei als Wichser bezeichnet. Der eine versucht über meinen Zaun zu klettern. Wenn er drüber geklettert ist und ich ihm in die Fresse schlag, werde ich auch eingesperrt? Hammer, lass deine Scheiße. Lass die Aussagen. Nein, Rainer. Wofür du dann belangt wirst, ist, wenn du da hingehst und der versucht abzuhauen und du ihn daran hinderst abzuhauen, um ihm dann auf die Fresse zu hauen. Weil in dem Moment, in dem er versucht, sich aus der Situation zurückzuziehen, ist es, wie gesagt, dieser Notwehrparagraf, der ist ganz kurz, der ist gar nicht so kompliziert, dann ist es kein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff mehr. In dem Moment, in dem der sich versucht, aus der Situation zurückzuziehen. Wenn deine Kamera nur auf dein Grundstück zeigt und die zeigt jemanden, der da über den Zaun klettert und ne, über den Hof läuft, dann kannst du den immer noch wegen Hausfriedensbruch anzeigen. Das ist dann dein gutes Recht. Wenn du rausgehst, du kannst auch versuchen, den vom Grundstück zu scheuchen. Das ist auch dein gutes Recht. Wenn der aber dann Anstalten macht, sich vom Grundstück zu verpissen und du, wie in manchen Aufnahmen gezeigt, dann das Tor zumachst und versuchst ihn daran zu hindern, das Grundstück zu verlassen, nur um ihm auf die Fresse zu hauen, dann bist du wieder derjenige. Wenn du keine Ahnung hast, sei einfach ruhig. Gehen sie nicht raus, dann wird es aufhören, dann werden sie verschwinden. Und deswegen schmeißen die Leute jetzt mit Sachen, werden immer aggressiver, treten gegen meinen Zaun, versuchen drüber zu klettern und. Aber die Polizei ist ja immer so schlau, genauso wie die ganzen Kasper, die mir jetzt immer sagen, geh halt einfach nicht raus. Ihr habt so einen Plan ohne Scheiß. Ihr macht die ganze Scheiße ja auch schon lang genug mit. Ja, ich würde sogar weitergehen. Ja, geh nicht raus, aber mach das auch nicht zu 100% des Inhalts deines Streams. Rainer, behalt das im Auge. Entweder machst du deinen Stream ganz normal weiter und ne, mit deinen üblichen Themen. Oh, ja stimmt der. Du hast ja gar keine üblichen Themen. Du hast ja bloß die Hater als Thema. Ja, ist jetzt scheiße gelaufen natürlich. Aber dann kannst du immer noch den Stream einfach ausmachen. Das ist eine super Idee. Mach den Stream aus und warte im Haus, bis die Leute wieder gehen. Und wenn sie tatsächlich übers Tor steigen und sich auf deinem Grundstück befinden, auf deinem Hof umeinander laufen, kannst du immer nur die Polizei rufen. Ihr habt ja mehr Erfahrung damit wie ich. Und mit Sicherheit auch so eine Selbstbeherrschung. Oder sogar noch eine größere. Alter, das ist so wild einfach. Dieses Bild, wenn er da jedes Mal aufsteht. Ich habe mal in der Stadt gewohnt. Kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe mal in der Stadt gewohnt und war so eine Hochparterre-Wohnung. Und abends irgendwann um 10 hat es bei mir Sturm geklingelt. Und meine Gegensprechanlage hat nicht mehr funktioniert, weil die irgendwie, ne, da bin ich mal irgendwie dagegen gestolpert. Auf jeden Fall, ich konnte den Türöffner konnte ich noch bedienen, aber die Gegensprechanlage, der Hörer hat nicht mehr funktioniert. Und ich habe mir gedacht, keine Ahnung, wer ist denn das? Vielleicht irgendeiner von den Nachbarn oder Kumpel ist spontan vorbeigekommen oder was weiß ich. Macht die Außentür auf über diesen Buzzer, macht meine Wohnungstür auf und dann ist irgendein Irrer den Flur entlang gelaufen, schreiend. Da habe ich die Tür zugemacht, habe ihm durch die Tür zugerufen, verpiss dich, und habe die Bullen gerufen. Und dann bin ich da drin geblieben und habe gewartet, bis der sich verpisst. Fertig. Problem gelöst. Klar, der war wahrscheinlich, das war halt irgendein Junkie oder sowas. Der war halt irgendwie hart auf Drogen. Keine Ahnung, warum der das gemacht hat.
Ich will es auch gar nicht wissen. Das sind halt so Dinge, die halt in der Großstadt passieren, wenn du halt nicht in den super nicen Gegenden wohnst. Aber ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, da rauszugehen. Was wird das denn, wenn es fertig ist? Schreibt, dass ich jetzt wieder Kennzeichen auf. Weil Leute, es tut mir fürchterlich leid für die Leute, die es wirklich sich anschauen und die diesen Anblick ertragen müssen. Alter, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Wie man sich selbst sowas antun kann. Wenigstens kann ich Gummipuppen bumsen. Ja, weiß ich nicht, ha? Wie gesagt, ich habe das ganze Video nicht gesehen, ich habe nur Ausschnitte davon gesehen, das hat mir schon gereicht. Ich habe da nicht die Stärke, die es braucht, sich das ganze Ding anzuschauen. Aber sagen wir mal, spätestens heute geht's nicht mehr. Kann nicht jeder. Schwanzlose wie du zumindest nicht. Alexa, schalt Nebel an. Alexa, schalt Nebel an. Es geht auf 3 Stunden zu, die Polizei ist immer noch nicht da. Hater in Massen vor meiner Haustür, die Polizei unternimmt nichts, obwohl ich schon vor 2 Stunden, fast 3 Stunden angerufen habe. Der übliche Käse, also. Ich weiß gar nicht, Ofenkäse. warum ich überhaupt noch bei der Polizei anrufe. Es macht sowieso keinen Unterschied. Das ist richtig, Rainer, dann lass halt bleiben. Hammer, was ist dein Problem? Wenn dir was nicht passt, dann schau was anderes. Ich mache meinen Stream so, wie ich es will, so wie ich es immer getan habe. Okay, Hammer, weißt du was? Ich schieß dich jetzt ich schieß dich jetzt in die Hölle, Alter. Keine Ahnung, was mit dir Arsch zurzeit los ist, aber das ist definitiv asozial. Du bist definitiv... Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was mit dem Hammerkerl nicht stimmt, aber erst hat er ihm die Bar hinausgeschmissen, dann hat er ihm 20 Mal lösch dich reingeschrieben, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber mich wundert es überhaupt, dass er so lange da drin bleiben durfte, ohne den Bannhammer zu spüren zu bekommen. Definitiv nicht der Hammer, den wir damals dabei hatten, der war nämlich anders drauf. Ich weiß schon, das Haten, so... Du hast dich so verändert, ich erkenne dich kaum wieder. Viele Leute nicht interessiert, weil sie selbst nicht betroffen sind. Schließlich nehme ich die ganzen Schäden auf mich. Und nein, das ist kein irgendwie Dreck. Das sind blaue Flecken. Oh, der blaue Flecken, der arme Bur. Das ist scheiße, dass er kein kleines Kind mehr ist. Also im Kopf freilich, no, aber als Kind, wenn er wieder in der Gegend umeinander gewongelt ist und irgendwo havariert, da hat es wahrscheinlich von der Oma dann immer irgendwie Eis oder Wurstsemme oder sowas geben. Der arme Bur, der braucht gleich was zum Essen. Dann wird's gleich besser. Risse, Kratzer, überall. Aber die Polizei unternimmt nichts. Weil die Dachschaden. Polizei hat es nicht nötig, dass sie ihre Arbeit macht. Leute beschweren sich, dass ich rausgehe. Leute beschweren sich, dass ich selber die Leute angreife. Aber die Polizei unternimmt ja nichts. 6 verschissene Jahre. Stattdessen schmeißen sie mich lieber aus der Wache brüllend und schreien wie Kleinkinder, wenn ich eine Anzeige machen will. Auch da wäre ich zu gern dabei gewesen. Rainer geht dahin, will wegen irgendeinem Killefitz eine Anzeige machen. Und die fragen ihn erst, ob er spinnt. Und stauben ihn dann aus der Pinea, aus der Wache raus. Keine Ahnung, schleich die du Krattler mit deinem Dreck. Und im Nachhinein, nach 6 Jahren, geben es mir die Schuld an der Scheiße. Hätten die damals das ernster genommen, Alter, mich nicht ausgelacht, dann würden sie heute nicht mehr würden sie heute vielleicht noch lachen. Oder hätten sie heute was zu lachen. Das Gebiet gehört stärker bestreift, es müssten mehr Leute hier mal ab und zu mal durchfahren. Vorhin habe ich erfahren, dass die in Emskirchen sind, als ich angerufen habe. Ja, wenn die in Emskirchen sind, warum sind sie dann nie durchgefahren in die letzten 6 Stunden? Vorhin waren es so 3 Stunden, jetzt sind 6 Stunden. Der Witz ist, wenn ich dann losgehe und die fertig mache und mein Grundstück und mich verteidige, dann kann ich mir was anhören und kriege eine Anzeige von der Polizei. Und ich bin der Aggressor. Habe ich mir an meinem Geburtstag mir sagen lassen dürfen, ich bin der Aggressor. Ja, Rainer, du warst ja geschmeidig aggressiv an deinem Geburtstag, muss man schon so sagen. Ist recht. Das mit den Marshmallows habe ich gekriegt, ja. Da habe ich den Großteil schon eingepackt in meine Kiste hier. Ja, in deine Kiste eingepackt. Die Kiste, von der er spricht, ist sein Arsch.
Die Ärsche, das Mir- komplette Gebirge, da hat er die Marshmallows schon reingepackt. Die liegen da schon sehr bequem. Das ist so ein Schrank. Vielen Dank dafür. Wie sind die Menschen drauf? Es liegt jemand am Boden, es wird nachgetreten. Das ist die menschliche Existenz. Ich brauche mich nicht verrückt zu machen, dafür sorgen die Hater schon. Polizei kommt nicht, die Hater machen hier Randale, treten meinen Zaun, schlagen gegen meinen Zaun, versuchen drüber zu klettern, gehen auf mich los. Hier, das ist nur der Donnerstag gewesen. Hier, ein Zaun. Alter, wie er mit blauen Flecken flext. Es ist doch echt. Leute, ich war als Kind, war ich auch cringe. Ne? Da habe ich dann auch irgendwie, wenn mir irgendwas passiert ist, ich habe mal irgendwas getan, bin permanent auf die Fresse geflogen. Ich weiß nicht warum, ich bin als Kind einfach, ich konnte nicht normal laufen, bin einfach überall hingerannt und dauernd über meine eigenen Füße gestolpert und dauernd auf der Fresse gelegen. Und dann bin ich auch als 4-, 5-Jähriger dann zur Mama oder zur Oma gegangen, oh, das tut mir weh, und irgendwann hat es halt geheißen so, dann schau halt, wo es hinläufst. Klar, am Anfang kriegt man irgendwie Mitleid, aber wenn das halt dauernd passiert, dann denken die sich auch irgendwann, hey, schau halt, wo es hinläufst. Rainer, mit 30 Jahren, immer noch dieselbe Schau, ich hab da einen blauen Flecken. Schwede. Zahn, letztes Jahr, Messer, Schlagstock, Ja, Messer, Schlagstock, bla bla bla, Schallplatte, den Zahn hast du selber rausgeschlagen. Fäuste, Steine. Hat mir mal jemand einen Stein hier genau hier meinen Ellbogen gezwiebelt. Habe ich glücklicherweise nicht auch gespürt, weil der Ellbogen ziemlich hart ist. Also genau, ein Riesenstein genau an den Ellbogen hin, aber der ist abgeprallt, weil der Rainer hat einen Ellbogen aus Stahl. Wenn er jetzt gleich kommt und sagt, er hat Muay Thai gemacht, ja, dann hast du mich da liegen. Aber schöne Schürfwunde habe ich trotzdem ein paar Tage lang gehabt. Da kommt ein Du hast an dem Arm auch eine schöne Schürfwunde gehabt, nachdem sich dann ein paar Jahre später in Nürnberg mit dem Roller geschmissen hat. Ein wunderschönes Video, das könnt ihr mal den ganzen Tag anschauen. einer her und schmeißt mit Steinen nach mir. Und die Leute wundern sich, warum ich mit Sachen nach die Leute schmeiß. Ja, aber das ist nicht der gleiche gewesen. Das ist mir scheißegal. Ja, wenn es dir scheißegal ist, dann wirst du halt dann verurteilt und halt auch zu Recht. Ganz ehrlich, jetzt mal angenommen, es hat tatsächlich jemand einen Stein nach ihm geworfen und ihn da am Ellbogen getroffen. Dann muss das ein kleiner Stein gewesen sein, weil wenn es ein Pflasterstein gewesen wäre, hätte es ihm den Ellbogen zertrümmert. Dann da er nicht so dumm da sitzen. Es hätten wir mitgekriegt. Ja? Aber angenommen, es wäre tatsächlich so passiert. Dann zu sagen, ja, dann schmeiße ich halt dem Nächsten irgendwas nach und werfe ihm irgendwas an den Kopf. Und wie gesagt, das ist ja passiert und dass da niemand zu Schaden gekommen ist, war ein reines Wunder. Ja, das war nur wirklich seiner eigenen Inkompetenz und Körperklaushaftigkeit beim Werfen geschuldet, dass da niemand ernsthaft verletzt wurde. Er hat Tassen nach den Leuten geworfen, knapp verfehlt. Wir kennen die Scheiße. Aber ich kann doch nicht sagen, ja, mir hat letzte Woche irgendeiner einen Stein nachgeschmissen, deswegen schmeiße ich dir jetzt eine Tasse im Kopf, der du gar nichts damit zu tun hast. Und dann, wenn jemand sagt, hey, das geht nicht, das kannst du nicht machen, ist mir scheißegal. Bild. Aber weil ich drauf gekommen bin, weil es mir so viel Freude bereitet. Let's go. Sag, Junge, deine Beine sehen ja geil aus. Ist so wild einfach. Wenn jemand vor meine Haustür kommt, dann muss der damit rechnen, dass ich den angreife, wenn er mir auf den Sack geht und nicht aufhört. Der Typ mit dem Motorrad mit VS, ich habe das ganze Kennzeichen, mit VS, weiß der Geier, wo der herkommt? Wartet mal, wo ist denn das Kennzeichen VS? VS Villingen-Schwenningen, oder? Hier. Schwarzwald, Barkreis. Er kommt aus dem Schwarzwald hierher, weißt du? Schwarzwald sind grob überschlagen, sind es 340 Kilometer, Alter. Von mir in den Schwarzwald. Und dann kommt es halt noch genau drauf an, wo genau der her ist. Könnten sogar noch 400 Kilometer sein. Ey, ohne Scheiß. Der fährt 400 Kilometer hierher, baut hier Scheiße, geht mir auf den Sack. Ich habe den 5, 6 Mal gesagt, er soll sich verpissen. Die Polizei angerufen, 3 Mal. Kriegen ihren Arsch nicht hoch. Aber sich über mich aufführen, Alter, weißt du? Ist dir meine ganzen Verletzungen, die ich habe mittlerweile. Überall blaue Flecken, überall total zerkratzt.
Hammerkerl, gebannt worden, jetzt ist er schon wieder da. Einen neuen Account gemacht, abonniert, weiter geht er, der Peter. Totale Fleischwunden, teilweise sogar schon. Fleischwunden, Rainer, ach, halt doch dein Maul. Total brachial zerstört eigentlich. Brachial. Ich kann jetzt bald nimmer, ganz ehrlich. Und dann sagen die Leute, ich soll drinnen bleiben, Alter, weil die ja dann so freundlich sind und wieder abhauen. An Scheiß, wenn ich nicht raus... Das hat die Pinea zu dir gesagt, bleib drinnen, Alter. Rauskomme, dann reißen die mein ganzes Tor ein. Das habe ich am Wochenende, habe ich erst am Donnerstag gesehen, Alter. Mitten in der Nacht, mitten in der Woche kommen da 5 besoffene Asoziale her, die mein Tor einreißen, Alter. King, weißt du was, ganz ehrlich? Ich würde das total gerne machen. Würde ich echt gerne machen. Was hat er geschrieben, der King? Kannst du dir nicht eine private Schutzgarde besorgen? Die faulen Polizisten machen ja nichts. Sehr gut, sehr gut. Immer noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Aber zahlst du's? Ich kann nicht... Ja, die Leute hier im Chat, die zahlen das alle im Notfall, ja, weil die schmeißen da gerade die Barne raus. Dajivit hat wieder 1000 Barnen ausgeschmissen. Ich habe keine Ahnung, wie viele 1000 Barne waren. Ne, ich kenne mich mit YouNow überhaupt nicht aus. Leute, sind 1000 Barne viel oder sind 1000 Barne eher nicht so viel? Schreibt es mal kurz rein. Ich kann das nicht leisten, Alter. Eigentlich sollte ich die... Im Übrigen erinnert ihr euch noch an den Rainer, der sagt, hey, Alter und sowas, das sagt man, das ist Gossensprache für Asoziale. Deswegen Leute irgendwie vom TS und vom Discord gebannt hat. Alter. Eigentlich sollte ich meine hertun und die Rechnung soll ich der Polizei schicken. Wenn man es genau nimmt. Ja, die würden sich da köstlich drüber amüsieren. Genauso wie ich der Polizei meine ganzen Rechnungen von meinen kaputten Fenster, von meinem kaputten Zaun, müsste ich eigentlich alles der Polizei, müsste ich der Rechnung schicken, Alter. Weil... Ja, immer wenn irgendwas Schlechtes passiert, muss der Polizei Rechnung schreiben. So wird's gemacht in Deutschland. Täter können nicht ermittelt werden. Ja, warum können sie nicht ermittelt werden? Weil die Polizei nie rechtzeitig da ist. Und wenn sie mal rechtzeitig da ist, lassen es die Leute entkommen. Habe ich alles schon durch. Wisst ihr, ich will echt niemandem vorschreiben, wie er seinen Job zu machen hat, aber... Ja, dann lass bleiben, Rainer. Dann macht's halt nicht. Nach 6 Jahren und total vielen Verletzungen am ganzen Körper habe ich die Schnauze... Jetzt kommt die Scheiße wieder, ich bin mit Narben übersät. ...einfach voll. Auf der einen Seite sagt mir mein gesunder Menschenverstand, ja, die Polizei hat halt auch viel zu tun. Dein gesunder Menschenverstand... Hast du gerade von deinem gesunden Menschenverstand gesprochen, Rainer? Das sind 3 Worte, die mit dir überhaupt nicht in Verbindung bringen. Weder gesund, noch Mensch, noch Verstand. Die kann auch nicht ständig bei dir sein. Und auf der anderen Seite schreien meine ganzen Verletzungen nach Rache und schreien, ja... Deine Verletzungen schreien nach Rache. Alter Falter. Alter, jetzt hat er sich in den Anime-Modus reingesteigert. Gleich fängt er an, golden zu leuchten. Die Frisur hat er schon dazu, wenn die Haare so zu Berge stehen. Fettfriese Saiyajin. Meine Verletzungen schreien nach Rache. Ich krieg ihn aber. Die sollen endlich ihren Arsch bewegen und ihren Job machen. Mir tut alles weh, Alter. Überall bin ich verletzt. Ja, Rainer, dir tut alles weh, weil du 250 Kilo wiegst und der menschliche Körper dafür nicht gemacht ist. Du bist überall verletzt, weil deine Wundheilung für den Arsch ist, weil du 250 Kilo wiegst und der menschliche Körper dafür nicht gemacht ist. Weil auch deine Wunden schwieriger heilen, du viel leichter blaue Flecke kriegst, weil du 250 Kilo wiegst, einen unbehandelten Diabetes hast und halt der menschliche Körper dafür nicht gemacht ist. Ich hab die Schnauze so voll. Das hier ist allein aus der letzten Woche, wo ich total zerkratzt bin. Ja, weil du durch den scheiß Zaun gelangt hast, wo du den Stacheldraht hingemacht hast wie ein Depp. Und dann immer dieses... Er ist ja der Meinung, er kann so schnell wie eine Schlange, wenn du in der Todeszone um ihn herum bist, zugreifen. Ne? Und das hat er 1000-mal probiert am Zaun und hat sich jedes Mal dabei selber verletzt. Einmal hat er einen erwischt, das war der Taschenlampendulli. Hier an der Hand, das war am Donnerstag, hier die blauen Flecken überall, der ganze Arm ist übersät. Hier, überall, der ganze Arm rings. Ja,
Rainer, du hast blaue Flecken aus eigener Dummheit. Wir haben es begriffen. Weiter im Text. Hier bin ich auch. Hier, überall. Total verletzt, Mann. Überall blaue Flecken, Kratzer und so ein Scheiß. Geh nicht hinaus. Das war nur der Donnerstag. Und am Donnerstag musste ich hinaus. Der Donnerstag ist praktisch zur Schanze gekommen und hat verwemst. Habe ich das jetzt richtig verstanden, oder? Und dann hat er sich gefragt, ja, warte mal, bis mein Bruder der Freitagmorgen kommt. Da geht's richtig zur Sache. Weil die mein Tor eingerissen haben, weil die Polizei nichts macht. Und dann, als ich dann eine Anzeige machen wollte, sind sie davon gefahren, nehmen meine Anzeige gar nicht erst auf, sagen zu mir, ich soll nach Neustadt live fahren, um eine Anzeige zu machen. Ja, das können die auch sagen. Ja, die können sagen, hier, Herr Winkler, wenn Sie Anzeige aufgeben wollen, dann kommen Sie zu uns auf die Wache, dann machen wir das. Wenn es denn eine Anzeige ist, die auch Sinn ergibt. Ne? Und nicht anzeigen, weil hat am Tor gerüttelt. Rein, die eine Professionelle, die bei ihm war, wahrscheinlich auch noch anzeigt, weil ich hab Kalade gekriegt. Ich glaube, das wird ein guter Running Gag, Kalade kriegt. Und erzählen mir was von wegen, ja, dann gehen sie halt runter zu die Leute, zu der Polizei unten am Feuerwehrhaus, die stehen noch da, gehen das halt schnell runter, machen eine Anzeige. Dann darf ich denen nachrennen, dass ich mal eine Anzeige machen kann, wenn ich total verletzt bin, schon total im Arsch. Ja, total verletzt, ey. Du tust ja gerade so, wie wenn du im Krieg irgendwie gerade beide Beine weggesprengt gekriegt hättest und müsstest auf den Stümpfen da runterrobben. Ja? Das ist ja nicht so. Du hast dich selber verletzt, genauso wie mit dem Zahn rausschlagen, du dich selber verletzt hast. Und du hast in dem Moment auch ganz genau gewusst, da passiert nichts. Anzeige aufgeben. Vollidiot. Bin, alles tut mir weh, mein Zaun ist im Arsch, ich werde meinen Zaun bestimmt kaputt da stehen lassen und liegen lassen, um runter zu gehen zur Polizei, um dass die ihren Job machen. 100 Pro, werde ich 100 Pro machen, Alter. 100%ig. Ja, ganz ehrlich, der Weg jetzt zu dem Feuerwehrheisel ist jetzt nicht so weit. Gut für so einen Vierteltonner, bis der da runtergewongelt ist, ne? Schwierig, aber du hast ja den Rudi A4 gehabt. Obwohl, der war wieder nicht angemeldet zu der Zeit. Ich renne den Leuten doch nicht nach, dass sie ihren Job machen. Mir rennt doch auch keiner nach und sagt, ja, machen wir ein neues Video, machen wir das, machen wir das. Doch, die stehen draußen vor der Tür, aber du ignorierst sie oder beschimpfst sie oder beschmeißt sie mit Sachen. Oder rufst ihnen die Bullen auf den Hals. Das sind genau die Leute, die dir hinterher laufen und sagen, mach einmal deinen Job. Macht doch auch keiner. Muss ich alles selber machen. Ey, ohne Scheiß. Für so ein Verhalten bin ich früher oder wäre ich früher aus irgendwelchen Jobs rausgeflogen. Ja, die haben jetzt dann Feierabend. Puh, mein Chef, Alter, der hätte mir den Arsch aufgerissen, wenn ich gesagt hätte, ja, ich habe Feierabend. Der Arbeitsplatz noch komplett dreckig. Ja, ich habe Feierabend. Ciao, Chef. Bis morgen. Ganz ehrlich, den Ciao-Chef gebe ich ihm nicht, dass er sich einfach verpisst und um Punkt, ne, wenn die Glocke läutet, alles stehen und liegen lässt und abhaut, ohne dass er seinen Arbeitsplatz irgendwie aufräumt oder sowas. Das glaube ich schon. Ne? Und das werden dann die Momente gewesen sein, wo dann der Chef bei der Zeitarbeitsfirma angerufen hat und gesagt, hey, der braucht morgen gar nicht mehr kommen. Der hätte mir den Arsch aufgerissen, Alter. Und hätte jetzt damit recht gehabt. Und wenn ich mich dann wehre und wenn ich den auf die Fresse hau und wenn ich rausgehe und die zusammenfotz, was passiert? Ich kriege eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Das ist richtig, wenn du rausgehst und die Leute mit irgendwelchen Gegenständen attackierst, die als Waffe geeignet sind, dann kriegst du Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und zwar vollkommen zu Recht. Weil ich ja den ganzen Tag vor meinem Tor stehe und jeden, der vorbeikommt, anpöbel. Heute waren 10, 20, 30 Mal welche... Und Rainer, du bist oft auf deinem Hof gewesen und hast jeden, der vorbeigekommen ist, angepöbelt. Rainer, da sind Leute einfach im Auto vorbeigefahren, die haben nicht gehupt und gar nichts gemacht. Da ist einfach ein Auto durch den Ort gefahren, du hast ihnen hinten nachgebrüllt. Da sind Radlfahrer vorbeigefahren, hast die Polizei angerufen. Vollkommen schwindlig. Da, 5-mal habe ich die Polizei gerufen und davon 3-mal welche einen. Ne, 4-mal habe ich es angerufen und davon 3-mal welche einem. Es ist mittlerweile übrigens fast 3 Stunden her, als ich das erste Mal angerufen habe. Ja, du erwähntest das bereits. Ziehen wir das jetzt nur durch, ha? 12 Minuten sind es noch. Wir sind schon seit einer Stunde am Start, gell? Machen wir da jetzt einen Dreiteiler draus oder lassen wir ihn vor sich hin ranten? Oh, ja, er frisst am Schluss noch. Ach, das ist die klassische Szene mit dem
Ach komm, das ziehen wir jetzt so durch. So an Hals. Wenn ich in ein paar Tagen nicht mehr streame, Nein, Rainer, du hast keinen Hals. Die Zeiten, die Halszeiten bei dir sind lange vorbei. regelmäßig streame, dann wisst ihr Bescheid, hat mir die Polizei abgeholt und eingesperrt. Weil dann bin ich ja derjenige, ich bin ja der Aggressor, ich bin ja der in den Knast gehört. Das ist richtig, Rainer. Oder in die Psychiatrie wahrscheinlich. Auch das. Auf jeden Fall, Alter. Richtig. Gut, haben wir's doch. Nee, komm. Dann, aber die Aussage ist doch eigentlich, ich mach doch einen Dreiteiler draus. Dann sind es noch die letzten 11 Minuten von dem Video. Aber die Aussage, ich bin derjenige, der die Scheiße baut und in den Knast gehört oder in die Psychiatrie, das ist einfach ein zu guter Punkt, um hier, einen Cut zu machen. Leute, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen bei den Leuten, die dann mehrfach irgendwie dieses Maurer-Dekolleté ertragen mussten. Und dann sehen wir im nächsten Teil, da steht dann wieder ein paar Mal auf. Dann rantet er weiter über die Polizei wahrscheinlich. Dann, da kommt dann so eine richtige Ansage, da hat er sogar die Kinderdisco ausgemacht. Und dann wird sie noch irgendeine Tiefkühlpizza ins Gefriesen eingeschürt. Einwandfrei, da frei mit drauf. Leute, bis zum nächsten Mal. Tut nicht, was Rainer tut und Metal auf.